Hey liebe Leute, Mr. J. Mike und herzlich willkommen bei Episode 2 bei Gears of War Judgment. Ich muss sagen, das Game ist schon in den ersten 10 Minuten abverreckt, wirklich ganz geil. Und ja, jetzt schauen wir mal, was auf uns zukommt hier im schönen Weinkeller. Am liebsten würde ich da so ein Fässchen mitnehmen und dann schnell ein bisschen Party machen mit meinen 3 Gringos da. Und ja, mit dieser hübschen Dame. Das ist also das UUR-Scharfschützengewehr. Das ist keine Waffe, das ist ein Kamerad. Ja, keine Waffe, aber ein Kamerad, aber ein sehr schlechter, wenn es die anderen nicht überlebt hat. Hey. Nehmen wir da mal schnell unsere Munition auf. Ich denke mal, ja, das Gewehr auch, aber wechseln gegen die da. Ich will mit Sturmgewehr mit dem Motor, sage ich, ein bisschen schlitzen und flitzen, gell? Swiss Gaming 1. Oder Swiss, besser gesagt. So, ja, machen wir das mal. Leutnant Baird meldet, dass er nicht genehmigte Angriffe mit dem Hammer der Morgenröte auf die Altstadt gab. Das Ziel vor dem HDM-Angriff in 4:00 erreichen, Versagen führt zum Tod. Ja, super. Bleibt uns ja nichts anderes übrig, als das Schaffen. Den Hammer der Morgenröte ausgewiesen, Können wir da mal. informieren. Und ohne Funkverbindung hatten wir keine Chance, die Zentrale Bescheid zu geben. So. Wir müssen uns beeilen. Ich würde sagen, wir nehmen damals Gewehr, wenn sie von da kommen. Oh, ja, das ist schon der erste. Ei, komm. So ein Effektlaps. Zeig dir mal. Noch nicht fertig! Ja, das muss fetzen und rülpsen und... Ja, zersagen. So, zurück da. Da kommen ja die ganze Armee. Ja, das ist mir gleich. Die machen wir alle fertig. Mein Gott, die kann ich auch mal fertig nachladen. Die kleinen, eklige. Die erinnern mich schon fast ein bisschen an die Gegner von Resident Evil. So die... ja, was sind das? So hundeschleckende... Ja, auch nicht. Oh nein, gehen wir da mal ein bisschen in die Deckung. Ah, haben sie andere zugelassen. Hey. Jungs, Mann, ich gehöre zu euch, ihr müsst mir auch mal etwas machen. Sonst ist das nicht fair. Ah, dort ist wieder der Feckklatz drum. Jawohl. Hätten wir ihn zerfetzt, jetzt müssen wir ein bisschen Gas geben. Ja, Schüsse haben wir eigentlich auch nicht viel. Ah, dort oben sind sie. Gehen wir da mal in die Deckung. Oh, ich blockiere euch. Nehmt noch das. Komm. Ja, das geht ab wie Schmitz Katze. Das Game ist wirklich abartig geil. Hallo? Ich muss sagen. Mein Gott, wolltest du jetzt sagen, sterben oder wie? Ah, da unten bist du kleine, kriechende Versteckungsspieler da. Oh, was ist denn das? Ui, da kommen ja noch mehr. Also. Ja, so muss es sein. Die kleinen, fetten. Erstmal der Dicke, ja. Ist der Dicke immer noch da? Oder fertig? Das ist ein bisschen knapp. So. Munition alle. Jungs, wir müssen ein bisschen Gas geben. Die Zeit geht langsam runter. Und irgendwann hat sicher noch einen. Da. Das ist gerade bei uns. Dann machen wir sie fertig und dann hoffen wir, haben wir es geschafft. Das ist wirklich unglaublich. Wolltest du jetzt sagen, sterben sie schon vorher? Oh, du kannst gar nicht. Ah, shit. Jetzt hat es mich einmal getroffen. Komm, tu mich wieder überleben. Ich will da weiter im Krieg. Wir haben nämlich nur noch 27 Sekunden, aber das schaffen wir. Sehr schön. Jetzt nehmen wir da dem noch sein Gewehr weg. So ein Ding. Hey.
Ja, mein Gott, hätte ich vielleicht nicht müssen machen, der ist nämlich langsam. Jawohl, wir haben es geschafft. Alle 3 Sterne haben wir. Ja, das können wir überspringen. Kills 16, wie oft am Boden? Ja, eigentlich hat es doch geschafft. Zeit sparen, indem wir Abkürzungen durch Häuser nahmen. Da waren keine Zivilisten mehr, die sich beschweren würden. Auch wenn mir klar wurde, dass die Zivilbevölkerung der Altstadt die geringste Sorge der Corps war. So, sind wir wieder retour da. Ich würde sagen, das letzte Mal ist das Gameplay etwa 10 Minuten gegangen. Ist meiner Meinung nach ein bisschen kurz. Dann gibt es etwa 100'000 Stück, wenn das so der Fall wäre, von Let's Plays. Darum ändern wir das etwa ändern. Wir machen etwa 20 Minuten daraus. Ihr könnt es gerne in den Kommentaren sagen, ob es zu lang ist oder nicht. Der Killer-Trupp setzt eine verbotene Low-Cost-Waffe ein und beharrt auf dessen Effektivität. Nur Hammerbursts, Luparas und One-Shots verwenden. Gut, dann machen wir das. Es verboten ist, Feindwaffen zu benutzen. Aber um da draußen zu überleben, muss man sich anpassen. Top, da haben wir da. Ich bin ein anpassungsfähiger Mann. Komm, okay, mach auf. Dankeschön. Ja, eben, und darum werden die jetzt etwa 20 Minuten lang. Ich hoffe, es ist nicht allzu schlimm für euch. Oh, da. Was ist denn das für ein Viech? Also ein Kaktus. Ah, es ist kein Kaktus. Ich zeig dir schon, wo mein Kaktus da den Mostli holt und du wirst da schon noch untergehen. Ah, es hat ja noch mehr von denen. Schau, da hinten hat es auch noch mal einen. Da, gerade da. Der hure Hackfresser. Was ist denn das, hure Pech und Schwefel, was wir da anrühren? Ich muss noch ein bisschen decken. Ja, das mit der Deckung muss ich noch ein bisschen lernen. Ich bin nicht so der Deckungstyp, ich bin da innen der Rambo. Bam! Spielen wir ein bisschen Fußball. Jungs, Mann, die müssen auch wegkicken, das kann nicht nur ich machen. Zum Glück haben wir hier keine Zeitbegrenzung. Das heisst, wir können uns ein bisschen Zeit lassen, um da vorzustossen. Wie der da rumrollt, das ist geil, Mann. Ja, Mann. Sogar ich schiesse besser als der Kauri wäre. Ein Messi oder so, hast du das Zeug gesehen? Oh mein Gott, jetzt. Die Siechen gehen mir auf den Sack. Das ist unglaublich. Ja, komm. Fress das und das. Jetzt haben wir ihm den Kopf weggeschlagen. Nicht schlecht. Geh weg. Die Dinge sind wirklich absolut der Hammer. Ja, der trifft ja gar nicht. Unglaublich. Komm. Wieso bewegst du dich so schnell? Scheißkerl! Wow, jetzt wird es ein bisschen knapp da, hä? Ja, wieso sind die schon da oben, Mann? Die geben ja Hurengas. Ich brauche da einfach noch ein bisschen Munition, sonst wird das nichts da. Also das Leben, was ist das? Onyx-Munitionsversteck, aha. Ja. Steht der schon wieder auf? Was ist mit dem los? Hey? Ist der unsterblich? Ah, jetzt. Ja, komm. Machen wir da mal ein bisschen weiter. Du musst ihn schon töten, Junge, sonst muss ich das machen. Was ist das eigentlich, so ein hohes Rauchgeschwader da? Und wieso kommen wir nicht mehr so viele Sterne über wie auch schon? Ja, da mit dem Falschen angelegt. So, ja, Kaktus. Wirf den Kaktus. Und jetzt kommt sicher wieder so. Ah, mein Gott, ey. Ihr merkt, die Gegner sind wirklich nicht dumm. Die wechseln Position zu Position und rühren das selber auch mit guten Granaten oder was das wirklich auch ist. Ich komme nicht raus. Es ist so, ich denke mal, es ist so eine Art Blankgranaten oder
Beim das toxische Gift, das es auch schon mal in einem COD hatte. Ich weiß nicht mehr, wie es heisst. MW3, glaube ich, ist das gewesen. Wieso ist der jetzt so weiss? Ja, ist er nicht. Ganz klasse. So. Nein. Ja, es erinnert mich so, es ist so eine Mischung zwischen Army of Two und von den Gegnern her erinnert es mich auch ein bisschen an Halo. Es ist wirklich ein bisschen alles drin. Es ist mal wirklich ein Game, wo ich muss sagen, das könnte wirklich von Anfang an bis zum Schluss Spass machen. Ich muss da mal ein bisschen rauf. Und noch ein bisschen in Deckung, ich werde da überall beschossen. Das ist unglaublich. Jetzt kommst du da, oder wie? Komm, zeig dir, du kleiner, fetter Sack. Ja. Schnell in den Rückspiegel schauen, ob da wirklich keiner ist. Ah, der hat so die One-Shot-Waffen, oder wie? Das sieht ja nach einem Huren-Ding aus. Mein Gott, die vertragen auch viel, wenn sie am Boden liegen. Wieso der da immer so muss rumschreien, weiss ich. Ah, da, One-Shot. Schauen wir mal, was das Baby hat. Ja, nicht gerade viel, wenn ich nicht treffe. Das ist so ein geiles Ding. Oh, da hat es gerade nochmal eine. Oh, mein Gott, ey. Ich hau dir mit dem One-Shot eins auf den Kopf. Ah, danke. Hey, das blühtet und klopft und klopft und klopft. Ja, mein Gott. Trockenes Maul und schon kann man nicht mehr reden. Hey. Oh. Haben wir nochmal so einen One-Shot? Ja, da probieren wir es nochmal. Ich hoffe, die hat noch Schüsse. 8 Schüsse. Dann müssen wir mal gut treffen, würde ich mal sagen. Ja. Ui! Da gibt es auch einen One-Shot, da, wenn ich den treffe. Ui, ja, und wie das einen One-Shot gibt. Komm, den da oben nehmen wir auch gerade. Dann ist fertig. Ja, das gibt's doch nicht. Hat es mir doch angezeigt, dass ich auf den ziele. Dann halt den da unten. Und weg ist er. Und ich muss es gar nicht versuchen. So. Dass der die Waffen abblockiert, das verstehe ich jetzt nicht. Ja, danke schön. Das Ding ist so etwas zwischen, keine Ahnung, NoobTube dunkt es mir und Golden Gun bei GoldenEye 007. Nur, dass jedes Spiel etwa 100 Mal besser war. Gar ein bisschen über, ich kann ihn nicht anvisieren. Unglaublich. So, alle tot, tipptopp. Wir haben alle Sterne bekommen. Ich muss mir da noch ein bisschen dran gewöhnen, dass ich ein bisschen flüssiger rede, weil ab und zu gibt es halt die Pausen, wo ich mich konzentriere. Aber das kommt im Verlauf des Spiels sicher. Fortfahren, ja, tipptopp, dankeschön. Haben wir alle Sterne. 19 Kills. Bänder, was das sind. Ich hoffe, ich habe mir nicht irgendwie die Bänder gerissen, aber Sterne da. Sterne haben wir, 14 Kills. Kopfschüsse 0. Uiuiui. Nicht gut. Alle auf dem Balkon wurden ausgelöscht, Sir. Wirklich alle? Loomis schickt uns. Wo sollen wir hin? Ihr seid keine Onyx. Ich schon. Sie auch nicht, Kadett. Bleibt hier und verteidigt diesen Bereich. Der Ostflügel wird gerade zerlegt. Ja, das ist doch immer das Beste. Du wirst zusammengeschissen. Und sie meinen wirklich, sie sagen die Besseren, aber wenn es darum geht, etwas zu verteidigen, hauen jetzt ab. Die haben doch alle kleine Schwänze und haben Angst. Die Maden scheinen heute auf uns zu stehen. Zeit, sie zu enttäuschen. Ja, ich würde sagen, das wäre Episode 2 gewesen. Wir sehen uns in Episode 3 und ja, ich wünsche euch einen schönen Tag. Tschüss zusammen!